7 Landfrauen aus 7 Regionen der Schweiz. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Und das sind unsere Gastgeberinnen. Deste Kempf aus Unterschechen, Kanton Uri. Die Pia Blatter aus dem bernischen Oberbütschel. Die Clara Schurdenberger aus dem luzernischen Ballwil. Dann sind auch dabei Fabienne Müller aus dem st. Gallischen Mels. Die Maria Höhn aus Wädenswil, Kanton Zürich. Aus dem aargauischen Döttingen kommt Therese Niefenegger und aus Autigen Basel-Land die Marianne Gysin. Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ein milder Herbstmorgen auf dem Weinhof im Sennenloch zu Döttingen im Kanton Aargau. Zeit, sich langsam parat zu machen. Die Landfrauen kommen heute auf Besuch. Ich bin schon ein bisschen angespannt, aber ich freue mich sehr, dass sie kommen. Und jetzt bin ich gerade dran, den Wein zu holen für sie. Es wird gut. Zuerst gibt es einen italienischen Aperozopf mit Kräutchen und getrockneten Tomaten drin. Das Heikle in meinem Menü ist, dass ich alles miteinander schön heiß auf den Tisch bringe. Dass Gemüse und Gnocchi miteinander gut sind. Und das Allerheikelste ist, ich tue die Daunen hier niedergaren und dass ich schön medium die auf den Tisch bringen kann. Ich bin gut vorbereitet und ich denke, es kommt gut. Draussen bei den Bienen geht es geschäftig zu und her. 2 Bienenstöcke gehören auch zum Betrieb von Niefeneggers. Die Bienen haben Therese seit ihrer Jugend fasziniert. Und sie gehören für sie einfach zu einer gesunden Landwirtschaft. Regelmässig kontrolliert Therese den Futtervorrat von ihren Bienen und schaut, ob sie Krankheiten haben. Das neue Hobby habe ich diesen Winter angefangen. Und zwar habe ich in der Zeitung ein Inserat gesehen für einen Kurs für Bienenzucht. Und da habe ich mich gerade angemeldet im Januar. Und jetzt habe ich sogar 2 Völkchen bekommen von meinem Schwager. Und es macht mir sehr Freude. Ich finde, man muss ein neues Bewusstsein entwickeln für Bienen. Früher hat es in jedem Bauernhaus oder um jedes Bauernhaus herum hat es auch ein Bienenhaus gehabt. Das fehlt heute. Und alte Imker sind am Aussterben. Und darum finde ich bin ja zwar auch nicht mehr so jung, aber wir sollten einfach den Bienen und dem Ganzen drumherum wieder mehr Beachtung schenken. Bist du weg, du? So. An den Bienen fasziniert mich das Leben im Bienenstock, wie sie sich organisieren. Und faszinieren tut mich auch noch, dass wir es einfach für die Landwirtschaft brauchen. Auch wenn es zu tun gibt, Therese hat Freude am Arbeiten mit den fleissigen Bienen.
Therese und ihre Tochter Karin haben das Tafelsilber geholt. Es ist schon lange nicht mehr gebraucht worden und hat schon ein bisschen Patina. Das Silberbesteck habe ich ausgewählt, weil es festlich ist. Und ich finde, wenn die Landfrauen zu uns kommen, soll es festlich sein. Und ich freue mich sehr, wenn sie kommen. Und ich freue mich, dass du mir hilfst. Ja, ich hoffe, ich mache es dann gut. Ja. Aber ich glaube auch, dass es gut kommt. Die Mami kann gut kochen. Also kommt es schon gut. Das Sennenloch gehört zu den ganz guten Weinlagen in dieser Gegend. Nyffeneckers machen eigenen Wein. Zu ihrem Betrieb gehört aber auch Mutterkuhhaltung und Ackerbau. Ihren Wein und das Fleisch verkaufen sie direkt ab Hof. Alles, was es zu tun gibt auf dem Hof, machen Therese und ihr Mann Rudi zusammen mit dem jüngsten Sohn, dem David. Der David arbeitet als Angestellter auf dem Betrieb. Gesunde Trauben für einen guten Wein zu machen, ist die Leidenschaft von Nyffeneckers. Ich bin gerne Weinbäuerin. Und ich helfe vor allem in der Reben bei den Laubarbeiten. Und ich bin zuständig für die Vermarktung des Weins, für den Verkauf. Und ich habe gerne Wein. Vor allem unser eigenes habe ich gerne. Jetzt regulieren wir noch ein bisschen Ertragsregulieren. Die hinten an sind, schneiden wir raus. Wobei es hat im Großen und Ganzen gar nicht zu viel dran. Aber jetzt, wenn die Sonne so reinscheint, sieht man die noch ein bisschen rot schimmern. Im Herbst ernten sie lieber weniger Trauben und machen dafür einen besseren Wein daraus. Zwei Hektare Reben pflegen Nyffeneckers mit den Sorten Pinot Noir, Dioli Noir, Sauvignon Blanc und Da Capo. Wir keltern nicht selber, weil wir haben ja nur 2 Hektare Reben. Wir haben ja sonst noch Landwirtschaft. Und fürs Keltern, für die Richtungen wäre da wahrscheinlich, würde sich nicht rechnen, denke ich. Das Keltern ist eigentlich auch ein Beruf, den wir noch gelernt haben. Da kann man nicht einfach so Handgelenk mal Pi. Vielleicht hat man immer das Schwein, dass es gelingt. Und wenn es nicht gelingt, dann hat man einen Jahrgang, wo man die Essigfabrik geben kann wahrscheinlich. Der David ist mit den Reben aufgewachsen. Ich kann die Qualität verbessern, indem ich möglichst von Anfang an schon, sagen wir mal, 5 bis 7 Schoss stehen lasse. Und ja, das ist echt die erste Ertragsregulierung, die wir machen. Das Ausbrechen. Und wenn das ist das Zweite, das rausschneiden, was man noch für uns hat. Er weiss schon genau, wie es aus diesen Reben guten Wein gibt. Klar, hedert es einmal. Eben, es sind Generationen und das soll ja auch so sein. Aber im Großen und Ganzen geht es gut mal. Wir vertragen einander. Schon bald sind die Trauben reif. Fast jeden Tag müssen Vater und Sohn die Öchsligrad messen. Das ist der Zuckergehalt in den Trauben. Das ist jetzt ganz gut. Der hat jetzt 85. Ja, das ist nicht schlecht. Nur so finden sie den richtigen Moment für die Lesung. Ah ja, schön. Hauen wir es nächste Woche ab. Ja. Oder meinst du? Warten wir schon noch ein bisschen. Ja. Warten wir noch, gut. Und bei diesem Wetter geht es doch noch ein bisschen länger als 1 Woche, bis die Trauben reif sind. Ob es einen guten Jahrgang gibt, wissen sie jetzt noch nicht. Die Kinder von der Heilpädagogischen Schule Döttingen sind im Anmarsch. Sie lernen da, was es alles zum Bauern braucht. Hoi Manuel, hoi. Hast du einen Krampf vor dir, gell? Ja. Ja, sag nicht. Gut. Therese und Rudi sind immer offen für Neues und haben gerade zugesagt, was die Lehrerin von diesen Schülern hat angefragt hat.
Kinder haben Freude, einmal aus dem Schulzimmer draussen zu sein. Das ist gut, Lorraine. Komm, kannst du das zu den Schönen tun, gell? Zu denen dort. Willst du vorher, wenn wir hier zuerst fertig machen? Da hinten? Ja. Ist es heben, gell? Ja. Gut. So. Achtung. Die Kinder der Heilpädagogischen Schule kommen seit dem Frühling, seit Anfang März, regelmässig zu uns. Es ist für uns eine Freude, die Kinder auf dem Betrieb zu haben. Und es ist unser soziales Engagement. Wir machen sonst eigentlich nicht viel im sozialen Bereich. Und das ist uns wichtig, dass wir mit diesen Kindern jetzt so etwas Soziales machen können. Das ist kein Nebenverdienst für uns, nein. Wir machen das unentgeltlich und gern. So. Holen wir noch mal. Ja. Und die Kinder kommen gerne zu uns. Du hast keine. Magst du nicht mehr? Also. Bevor es heimgeht, gibt es noch für jedes eine extra Freiluftdusche. Schau, da kützelt. Gut. Gut. Adam, machst du die Augen zu, gell? Nein. Kommst du hierher? Ja, einfach reinschließen. Ups, auch nicht. So, ist gut, Jasmin. Hä? Gut. Bitte, Jasmin. Hat es dir gefallen? Ja. Schön. Die Familie Nyffenegger fährt aus. Sie gehen ihren Wein besuchen. Gemacht wird ihr Wein beim Jürg Wetzel in der Spitaltrotte zu Ennetbaden. Der Jürg ist ein sogenannter Lohnkälterer. Er kältert den Wein für verschiedene Bauern und Hobbywinzer aus der Region. Sehr gut, ist er. Können wir schauen? Ja, gerne. Gut. Die Nyffeneggers haben für den 2009er Pinot Noir Barrique eine Goldmedaille bekommen. Heute wollen sie nochmal den 2011er probieren, ob er echt auch so gut wird. Der Pinot Noir und der Dioli Noir vom letzten Jahr reifen in diesen 4 Barriques. Ja, ich schlage vor, wir schauen zuerst den Pinot an. Miteinander. Ich habe gedacht, wir fangen mit dem zweiten Barrique, zweiten Füllung an. Das war doch jetzt schon wieder ein paar Monate nur in diesem Barrique. Danke. Merci. Danke schön. Ja. Das 11 war ein super Jahr. Das war gut. Aber für die zweite Füllung hat er viel Holz. Er zeigt schon viel Holz, ja. Aber er zeigt es schön, ich habe das noch gerne. Das Vanille. Das finde ich auch wichtig, dass das Holz nicht übertönt. Ja. Die Therese hat ihre Weine lieber fruchtig. Sie passt auf, dass er nicht zu viel Holz bekommt. Oh, da wieder etwas Schönes. Wunderbar. Schön wieder auf dem Gaumen. Ja, im Gaumen kommt er ganz anders. Ja. Schön. Dann auch Freude. Und wie machen wir es bei dem mit dem Abfüllen? Den lassen wir jetzt noch ein bisschen da drinnen. Ja, ich denke, wir dürfen im Winter vor der Weihnacht noch mal entscheiden miteinander. Ob wir ihn zum Fass ausnehmen, ob wir ihn miteinander abfüllen. Oder noch bis im Sommer lassen. Bis im Frühling, Sommer lassen. Eigentlich wäre es möglich. Das wäre möglich, gell? Ja. Der Tag ist noch lange nicht zu Ende. Im Gegensatz zu den Trauben sind die Himbeeren schon reif und müssen abgelesen werden. Ihr Garten ist nicht in der Nähe vom Haus. Der Rudi arbeitet viel und gern mit der Therese zusammen.
da hat man ein bisschen Zeit füreinander. Ja, sind noch nicht alle ganz reif, gell? Nein, es braucht jetzt auch noch ein bisschen schön Wetter. Ja. Nicht nur für die. Die Himbeere sind für die Beeresauce beim Landfrauenznacht. Das ist es so. Nächsten Winter wollen wir hier auch wieder fort. Wir haben doch mal geredet über Kuba. Ja, warum auch nicht? Also mir würde schon mal reizen, Kuba. Gell? Solange es Wir ein Fiedel noch an den Spritzen ist. Komm, gehen wir einen anderen über. Das dunkel ist ziemlich fertig. Das müssen wir eben ausprobieren und sich auch gut erkundigen für Kuba. Ich bin eigentlich auch eine Frau, wenn wir reisen, sagen zu der Therese, du etwas organisieren. Ich wäre, glaube ich, zu faul dazu. Und sie tut da eigentlich organisieren. Und wenn wir mal weg sind, ich kann auch gut abschalten. Ich kann gerne reisen, ja. Das Reisen ist für mich Weltoffenheit, neue Ideen sammeln, abschalten vom Betrieb, Kräfte tanken und sehen, dass es auch noch jemand anders schön ist und dass man manchmal auch mit weniger leben kann. Einfach neue Eindrücke, das ist schön. Und wir hatten früher Kinder und konnten nicht reisen. Aber jetzt können wir gehen und das ist schön, das geniessen wir. Ja. Das Reisen inspiriert Therese immer wieder in der Küche. Sie probiert gerne daheim aus, was sie unterwegs gegessen haben. Für das geht sie immer wieder in spezielle Kochkurse. Heute Abend ist sie mit ihrer Freundin Bea Scherer unterwegs. Heute Abend gehen wir thailändisch kochen zu der Heidi Amon auf Windisch, ihre Kochschule. Da wählen wir immer verschiedene Länderthemen auswählen. Es sind alles geübte Hobbyköchinnen und Köche, die sich da an diese Thai-Gerichte wagen. Ich koche Tom Kha Gai, thailändische Suppe. Der ist nicht gerade das gleiche wie Landfrau-Küche, nein. Zitrone. Die Kochlehrerin Heidi Amon hilft nur dort, wo es nötig ist. Die Therese offeriert noch ein Glas fruchtigen Sauvignon Blanc. Ein Wein, der bestens zu den asiatischen Gerichten passt. Weil ich mich gerne weiterbilde, besuche ich Kochkurse, und zwar auch Kochkurse von anderen Ländern, thailändisch oder indisch oder was auch immer. Das interessiert mich einfach und es hat mit der Kultur der anderen Länder zu tun.
Es ist Freitagmorgen. Bei der Therese ist wieder bodenständige Kost angesagt. Die Landfrauen kommen morgen auf Besuch. Das gibt Vorspeise für die Landfrauen, für Mondsorgung. Es gibt eine Morchelterrine. Speziell ist, dass man sie schön vorbereiten kann. Man kann sie 24 Stunden, bevor man sie braucht, vorbereiten. Und es ist eine schöne Vorspeise mit ein bisschen Salat dazu. Sieht wunderbar aus. Ich nehme getrocknete Pilze. Eigentlich, die Morchelsaison ist im Frühling. Aber über das ganze Jahr kann man die getrockneten posten. In dieser Terrine hat es einmal zuerst eine Salzschicht. Dann hat es nordische Sauermilch drin, einen Frischkäse. Es hat Salz und Pfeffer drin, es hat selbstverständlich Morcheln drin. Und fest macht das Ganze die Gelatine. Und fertig ist die Morchelterrine. Ab in den Kühlschrank, bis die Landfrauen kommen. Die Dekoration muss auch noch gemacht werden. Eine Kollegin, Anita, hilft der Therese dabei. Das Motto ist «Sennenloch». Möglichst viel vom eigenen Betrieb und aus dem eigenen Garten, dass es eine runde Sache gibt. Dalia ist schon eine wunderbare Blume. Dankbar ist das. Ja. Und dann hat es vielleicht auch noch. Ja. Die ist ein bisschen gross, aber ich nehme sie jetzt gleich. Ein bisschen Zeit bleibt noch für einen Spaziergang. Das tut allen drei gut und gibt ein bisschen Abstand. Rudi seine Gelassenheit wirkt ansteckend. Wie hast du es? Gut. Lampenfieber? Vielleicht ein bisschen, aber eigentlich bin ich noch recht ruhig. Ja. Wenn ich dann nervös bin, kannst du mich trösten. Ja. Also wenn du nervös bist, dann ist es nicht mehr gut. Dann, ja. Dann ist der Weltuntergang. Fast, ja. Voll. Komm. Also ich freue mich auf den Samstag und ich glaube auch, dass wir ein gutes Menü haben und dass alles wird gut gehen. Mal, danke schon. Du darfst mir auch nicht nervös werden. Nein, mache ich nicht. Gell? Ist gut. Ist gut. Also. Komm. Dir gefällt es im Waldhaus, he? Ist auch schön hier. Ja. Also in unserer Beziehung ist Toleranz wichtig und Respekt. Und einander nicht verändern, nicht das eine so haben, wie man es gerne hätte, sondern so sein lassen, wie es ist. Und auch das Rezept funktioniert schon seit 33 Jahren bestens im Sennenloch. Endlich wieder daheim. Die Vorbereitungen für die Landfrauenznacht laufen in jeder Hinsicht auf Hochtouren. Aber ich weiß nicht, ob die Truppe das Letzte. Oh, mal. Der Rudi serviert ja morgen den Landfrauen. Und da möchte Therese natürlich, dass er der Schönste ist. Das sagt man, wie das schon lange nicht gemacht hat. Dann kommen ja auch Häufen oben runter. Ich muss noch schnell abstellen.
Da hinten ist es schwierig, weißt du warum? Weil du immer ein Käppchen hast. Das sind Naturlocken. Ja. So etwas. Auch der Freilufthaarschnitt kann der Rudi nicht aus der Ruhe bringen. Ich koche heute für meine Familie. Es gibt Lachsfilet an einer Safransauce und Reis und Fenchel dazu und noch ein bisschen Tomatensalat. In der Alltagsküche schaue ich darauf, dass es schnell geht. Manchmal sind wir in der Rebe und habe ich nicht so viel Zeit. Ich schaue darauf, dass ich auch wieder Produkte vom Hof verwenden kann und auch ein bisschen auf die Vielfalt, dass wir von allem essen, auch Fisch mal. Das hat meine Familie gerne. So, kann ich dir etwas helfen? Kommst du testen? Bist du Ja, gut, machen wir. Wie viele sind wir? 5, 6, oder? Ja. Therese kocht mit Leib und Seele. Kocht sehr gut. Sie macht es sehr gerne. Man sieht es doch auch in mir. Familie bedeutet mir sehr viel. Familie ist Ort vom Vertrauen. Familie ist auch, wo man etwas sagen kann, wo man vielleicht Freunden oder so nicht erzählen kann. Und bei uns ist natürlich ganz speziell, wir haben gemeinsame Ziele, wir arbeiten miteinander, ein Teil der Familie. Und darum ist das sehr wichtig für mich. Nein. Genauer sind es heute 6,5 am Tisch. Der kleine Neo, alle 3 Kinder und der Schwiegersohn, der Thomas. Du kannst den Papi anschauen. Das ist gut. So, Papi schauen. Papi ist Märkchen. Ja, nein, ich frage. Der Rudi Junior ist das älteste der 3 Kinder. Die zufriedene Tischrunde gibt der Therese Zuversicht für das Landfrauenessen. Ihr schaut schon zu, was wir machen dort. Ein bisschen. Ist zufrieden. Der Neo ist 4 Monate alt, der ganz Stolz vom Grossvater. Wenn der Grossvater sieht, ist der schon zufrieden. Ich wünsche euch allen einen guten. Einen guten und zum Wohl miteinander. Danke. Auf morgen, gell? Ja. Zum Wohl, Papa. Prost, Karin. Zum Wohl. Am Samstag geht es um 8 Uhr schon los bei der Coiffeuse zu Klingnau. Die Therese gibt sich beim Haarschnitt in professionelle Hände. Den Rest hat es dann noch geregnet, aber das war dann auch nicht Das so war tragisch. zum Ja, ganz genau. Jetzt müssen Karin und Therese Gas geben. In ein paar Stunden sind die Landfrauen da. Das gibt Grießgnocchi. Die habe ich jetzt Grießbrei gekocht mit Sprienz drin und Ei. Und dann tun wir nachher runde Förmchen ausstechen. Hallo. Hallo, alles gut? Du auch? Ja. Du hast gleich das Hemd an. Falls dir nicht. Nein. Nachdem sie das gleiche haben. Wo wollen wir jetzt? Der Schurz, willst du auch haben? Also wenn du Schurz anlegst, musst du ein blaues anlegen, oder? Hellblau. Wir sind schon heikel. Könnt ihr jetzt kochen und schauen für euch? Kannst du das schon abhalten? Ja, gut. So schlecht ist es Ich hätte es nicht. gleich abhalten, du weißt. Ich mache dir immer zu dir.
Und ich schaue es vielleicht nicht so genau an. Die Äpfelstückchen. Da bin ich jetzt nicht so sicher. Also ich glaube, das wird schon genau angeschaut. Nein. Alles. Nein. Das ist gut, Karin. Zum Weidenbeef gibt es eine Kräutermuslin. Das ist eine aufgeschäumte Sauce. Und die kann Therese schon vorbereiten. Jetzt mache ich mal die Grundlage von dieser Sauce. Das ist eben Knoblauch und Schalotte oder jetzt bei mir Zwiebeln in Butter andämpfen mit Peterli, dann mit Tomatenpüree anreichern und auch noch ein bisschen dämpfen und ablöschen mit Weisswein. Und dann kommt noch 100 Gramm Butter rein. Nicht gerade für die schlanke Linie. Ja, es wird schon schwer und es kommt auch noch Rahm rein. Es ist eine reichhaltige Sauce, aber es ist mega fein. Kann ich zum Ausstechen? Ja, ist gut. Prima. Von Nervosität ist noch nichts zu spüren. Auch bei der Karin nicht. Grüns drüber streuen. Ja. Ich weiss, dass nicht alle gerne Grüß haben, aber es ist auf eine besondere Art zubereitet. Und ich finde, das passt sehr gut zu einer feinen Sauce so gemacht. Ich werde es sehen, ob sie es gerne haben. Aber zuerst gibt es ein Apéro für die Landfrauen. Es war schön auf dem Weg durch die Reben hierher ins Sennenloch. Esther, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Zum zweitletzten Mal treffen sich die Clara, die Esther, die Pia und die Fabienne, die Maria und die Marianne zu diesem Kochwettbewerb. Also ich lade euch ein zum Apero. Der David schenkt euch ein Gläschen von unserem Sekt. Und ich habe einen Zopf gebacken für euch, einen italienischen Apero-Zopf. Und nachher hat es noch Käse von jedem Kanton, wo ihr her seid. Nein. Die Landfrauen wissen, sie müssen sich ein bisschen zurückhalten bei den Käseplatten. Schon gleich gibt es das dreigängige Menü. Urner, Alpkäse. Jede der Landfrauen kocht einmal für die anderen 6. Und jedes Essen wird kritisch bewertet. Also Frauen, geniessen noch den Apero. Ich gehe jetzt wieder in die Küche und ich freue mich, dass ihr zu uns essen könnt. Bis später. Gut, tschüss. Tschüss zusammen. Es ist höchste Zeit, die Turnen hier aus dem Fleisch der eigenen Tiere anzubraten. Ist gut. Und dann kommen sie bei 80 Grad für 60 Minuten in den Ofen zum Niedergaren. Ich will gerade noch ein bisschen würzen. Viel braucht es nicht. Die Sauce ist auch gut gewürzt. Und jetzt gerade wieder rein. Danke. Hier habe ich eine Sauce auf Basis von saurem Halbrahm, Joghurt. Es hat ein bisschen Äpfelessig drin und es hat einen ganzen geraffelten Äpfel drin. Fein. Die Sauce habe ich zuerst ein bisschen sauer gefunden, aber jetzt mit dem Lauch harmoniert es gut. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Es sollte ein kleines Spiel geben zu den Terrinen. Auch als Gastgeber bleibt der Rudi die Ruhe sauber. Was für euch so? Ja, danke. Schön. Nein, eigentlich nicht. Mit dem weißen Wein vom Sennenloch stossen sie zum 6. Mal zusammen an. Geht's gut jetzt? Ja. Am Anfang ist einfach die ersten Stückchen, bis ich die geschnitten habe. So, liebe Frauen, willkommen im Sennenloch und hier bei mir in der Stube. Oder bei uns in der Stube. Ich möchte euch das Menü vorstellen. Es gibt zur Vorspeise eine Morchelterrine auf lauwarmem Lauchsalat. Zur Hauptspeise gibt es ein Tourne vom Sennenlocher Weidenbeef mit Kräutermusseline
Und dazu gibt es überbackene Grießgnocchi und Fenchel und Rüebli als Gemüse. Und zum Dessert gibt es einen Zitronenflan mit Beeresauce. Ich wünsche euch ganz einen guten. So, und jetzt sollst du die so am Rand. So. Du es einfach mal ablegen, so. Das ist gut, ja. Aber wir haben genug Geld für alles. Ja, ich kann sie abzählen. Das Anrichten von der Morchelterrine ist nicht ganz so einfach, aber mit der nötigen Ruhe klappt auch das gut. Schwierige Phase da. Aber wie willst du es sonst machen? Ja, aber es ist einfach gut, ja, so wie du machst, kannst du nicht anders. Sieht super aus. Und jetzt muss nur noch der Papi kommen. Ja, genau. Es sieht wirklich gut aus. Aber ob es die Frauen noch gerne haben? Nachher musst du noch ein Brot holen, gell? Ja, haben wir da parat? Ja, du musst einfach nachgehen und hinterher geben, wenn du willst. Der Rudi hat es im Griff. Dankeschön. Die Frauen bewerten jeden Gang nach verschiedenen Kriterien. Sie dürfen nicht zusammen reden während der Bewertung und verteilen Punkte von 1 bis 10. Wenn sie die Noten haben abgegeben, sammelt der Rudi die Bögen wieder ein und sie werden unter Verschluss behalten. Gut. Also Therese, ihre Morchelterrine, die war gut, die war super mit diesen Morcheln drin. Ich habe gerne Morcheln. Super. Was ich nicht gerne habe, ist Sülzli. Für mich war das Ganze ein bisschen zu weich und vor allem der Sulz hat mir nicht so gefallen dazu. Der hat für mich nicht so ins Bild gepasst. Und der Lauch war mir effektiv einfach ein bisschen säuerlich. Oh, es hat so einen guten Lauchsalat gegeben. Den habe ich wirklich gerne gehabt. Wo kann ich da an Ihrer Stelle? Willst du auf den Tisch nehmen? Oh, das aber nicht gerne gehabt. Dass so viel von der Terrine zurückkommt, hat Therese nicht erwartet. Und sie kommt jetzt grübeln. Ja, vielleicht haben es nicht alle gerne gehabt. Morcheln ist schon noch heikel. Zur Hauptspeise empfehle ich euch die Pinot Noir Selektion 2010. Der hat dieses Jahr eine Silbermedaille gemacht. Mit dem 9er haben wir ein Gold gemacht. Hat mir pünktlich gefehlt, sonst hätte es auch gelangt. Jetzt kommt das Spannendste. Jetzt sollen wir ganz fest zurückschalten. Jetzt kannst du rühren, dann ziehen wir den Rand runter. Aber willst du nicht noch warten, bis es nicht köcheln? Das ist ein bisschen, ein bisschen da, das ja schon noch köcheln. Dann wir noch erst zurückschalten. Beim Kochen vom Hauptgang hat sich Therese wieder gefangen und ist wieder ganz im Element. Das Geheimnis ist, dass man den Schlagrahm erst ganz zuletzt runterzieht, dass sie wirklich so luftig und musselinig bleibt. Soll ich den Fenchel, dass er gegen schaut? Ja, genau. Und möglichst mit wenig Flüssigkeit. Ja. Und jetzt muss der Papi kommen. Unbedingt. Super. Ich glaube, der Hauptgang kommt sicher gut an. Ja. Siehst du, jetzt haben wir schon das meiste geschafft. Tipptopp. Ja. Schon gut schlafen. Dann nehme ich die Abschneiden. Der Wein wird nicht bewertet, aber die Frauen haben ihn gern. Und wie ist es mit dem Hauptgang? So, ich bringe euch gerade noch die Soße. Ich wünsche euch einen guten. Danke. Auch fürs Turnen hier mit den Grießgnocchi verteilen sie wieder Punkte von 1 bis 10. Warte, ich komme direkt hier oben. Gut. Warte, das ist gut. Die Kräutermusseline die war sehr schaumig, also wie eigentlich, also es muss aber halt einfach so schaumig aufgerührt. Ist sehr fein mit diesen frischen Kräutern drin und hat zum Turnen hier hervorragend dazu gepasst.
Das Gemüse war nicht so heiß, es war warm. Das Fleisch war gut. Für mich ein bisschen rot, aber gut. Der Grieß, der war fein. Also die Sonne und der Mond, das war ganz fein. Also bei den Getränken ist mir vor allem der Rotwein geblieben. Der ist wirklich, also das ist ein Pia-Wein, würde ich jetzt sagen. Den habe ich jetzt super gern. Der ist wirklich gut. So ein leichter Frauenwein, süffig. Ja. Machen wir das so. Ja. Du auch. Gut, und jetzt lösen wir das Zeug hier. Und jetzt will der Zitronenflan nicht aus den Förmchen. Etwas Dummes. Ja, eben, besser mit der Dose. Wie es so ist. Ach, du hast das dritte und ich bin am ersten dran. Du musst mit hoher Gewalt hin. Super. Dekoriert wird der Flan mit der Himbeersauce aus dem Garten. Ja. Super. Ein Dessert mit Herz. Mach nicht, wenn es einen Fingerabdruck hat. Es war gut. Ich war nicht einmal so nervös. Ich finde, es ist gut gelaufen. Das Essen war wirklich fein. Ich bin nicht so sicher, ob alle das Menü so gerne hatten. Karin, wir haben es geschafft. Ja. Haben wir gut gemacht. Ja. Danke vielmals. Gut gekocht. Du gut geholfen. Ja. Super. Danke vielmals. Auch beim Dessert sind die Landfrauen kritische Testesserinnen. Ganz viel. Das Dessert habe ich jetzt wirklich sehr gerne gehabt. Also da müsste ich jetzt wirklich irgendetwas Haar in der Suppe suchen. Das habe ich da nicht gefunden, ausser vielleicht der Puderzucker rausdurch. Das war mir ein bisschen zu klebrig. Das Dessert hatte ich wirklich am liebsten. Es war fein und eben mit dieser säuerlichen Beeresauce war ganz gut. Die Zitrone mit dem Himbeer war sehr fein, etwas Leichtes, und ich habe alles weggeputzt. Mit diesen Kugeln, das ist schön. Und einfach so eben ins Detail ist sie gegangen. Es ist ganz schön im Sennenloch. Da komme ich wieder reinschauen. Therese kann jetzt zu ihren Kolleginnen sitzen. Die Aargauer Rüebli-Torte wird nicht mehr bewertet. Aber auch die wird weggeputzt. Nächste Woche kocht Marianne Gysin aus dem Kanton Basel-Land. Sie wird mit einem Kalbsschnitzel an einer Kohlräbli-Sauce überzeugen. Ob Therese mit ihrem Menü den Geschmack von ihren Kolleginnen hat getroffen, kommt in der Finalsendung am 16. November raus.